Heute fotografieren wir Zündhölzli. Und zwar möchte ich gerne ein schwebendes Zündhölzli fotografieren. Darum brauche ich hier ein Güffeli, stecke es in mein Zündhölzli rein und mache das an so einer Krokodilklemme an. Die Idee ist, dass ich dann relativ leicht das dünne Stäbchen hier vom Güffeli wegretuschieren kann und mein Zündhölzli frei in der Luft schwebt. Ich möchte gerne 3 Varianten vergleichen. Erstens natürliches Licht. Wir haben hier ein schwarzes Papier im Hintergrund und vom Fenster hinten dran, ihr seht es, kommt natürliches Licht rein. Das ist Variante 1. Variante 2. Ich möchte dann gerne LED-Panels dazu nehmen. Da habe ich 2 Stück. Einerseits weiss, andererseits möchte ich auch noch probieren, die Farbe zu ändern und schauen, ob wir farbigen Rauch herbringen. Und Variante 3 wäre dann noch mit Blitz, ausgelöst per Funk. Die 3 Varianten probieren wir aus und vergleichen, was hat welche Vor- und Nachteile. Viel Spass! So, wir starten doch gerade mit Variante 1. Das Zündhölzli ist parat, natürliches Licht von hinten, es ist relativ dunkel. Kameraeinstellungen, Blende 2,8, ISO 400, 1/500 Sekunde. Im Moment sieht man da praktisch nichts. Ich habe auf Serienbild eingestellt, mache mich parat. Jetzt tue ich da mit dem Feuerzeug von unten das Zündholzköpfchen wärmen und bin parat. Irgendwann tut es sich selber entzünden, der Hitze, und dann muss ich parat sein und einfach Serienbild schädern. So, voilà, das war's. Erkenntnis funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem, das ich habe, ist, dass der Rauch nicht wirklich scharf wird. Das ist halt durch die kleine oder offene Blende von 2,8, da habe ich wenig Schärfentiefe. Auch die Flamme ist nicht wirklich scharf mit dem 500. Sonst sieht es eigentlich ganz spannend aus. Ich mache noch 1-2 Versuche, bevor ich dann weitergehe zu Variante 2. Wir kommen zur Variante 2. Was gleich bleibt, ist der Hintergrund und der Vordergrund mit dem Zündhölzli hier. Neu nehme ich jetzt aber dazu so kleine LED-Panels, wo ich auf der höchsten möglichen Stufe weißes Licht einstelle. Ich tue sie bewusst von hinten mein Zündhölzli beleuchten, weil ich will ja nicht eigentlich das Holz beleuchten, sondern nachher den Rauch. Meine Idee ist, dass man den Rauch besser sieht. Ich möchte nicht unbedingt Licht auf dem Hintergrund haben, von schwarzem Papier. Also schön hier gegen vorne drehen. Genau. Und dann schauen wir einmal, was das für einen Unterschied ausmacht. Der Hauptunterschied ist, ich kann zum Beispiel auch den Rauch einfach fotografieren. Ich probiere hier noch ein bisschen mehr wirklich von unten zu belichten und schauen mal, was da der Unterschied ist. Gut, LED-Panels von unten. Was ich ebenfalls noch gemacht habe, ist, ich habe die Blende ein bisschen zugetan. Von einer Blende 2,8 vom natürlichen Licht jetzt auf eine Blende 5,0, ISO 500, 1/500 Verschlusszeit. Immer noch Serienbild, ich stelle auf das Zündhölzli scharf, warte bis es entzündet und dann lasse ich schädern. Also, wir bringen Farbe ins Spiel, weil die LED-Panels hier mit den Farben eher etwas dunkler sind, meiner Meinung nach. Habe ich die Blende wieder ein bisschen aufgetan, auf eine Blende 4.0. Ich bleibe bei ISO 500 und 1/500 Sekunde Verschlusszeit. Und wir probieren doch einfach mal, was da passiert.
Als Erkenntnis kann man sagen, funktioniert grundsätzlich, sieht ganz interessant aus. Das Ganze wird einfach sehr dunkel, ich habe fast zu wenig Power in meinem Licht drin. Das heisst, ich muss meine Kameraeinstellungen nochmal anpassen. Ich gehe auf eine Blende 2.8 zurück, tue die ISO mal auf 640 erhöhen und gehe zurück auf eine Verschlusszeit auch von 1/400. Mal schauen, was das bringt. So, alle guten Dinge sind 3. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite meinen Blitz aufgebaut. Er tut hier wieder von hinten mein Zündhölzchen beleuchten. Zoomstufe voll, eingezoomt auf 200. Der Blitz auf 1 Achtel, also relativ schwach. Ich habe einen Funkauslöser unten dran, der über meine Kamera gesteuert wird. Was ich sehe bereits, wenn ich da ein erstes Testbild mache, ist, dass sicher das Zündhölzchen bereits heller wird. Also da haben wir einen Vorteil, wir müssen halt allerdings einen Blitz haben und einen Funkauslöser. Und jetzt schauen wir noch, was passiert, wenn wir die ganze Sache anzünden. Zu den Kameraeinstellungen noch. Ich kann natürlich mit der Verschlusszeit jetzt zurückgehen oder muss sogar wegen der Blitzsynchronzeit. Ich bin auf 61 Sekunde, ist hier aber kein Problem, weil der Blitz ja die Bewegung eingefrieren. Das heisst, in der Theorie müsste eigentlich der Rauch jetzt schärfer werden als in den anderen Bildern. Was ich ebenfalls machen kann, weil ich mehr Licht habe vom Blitz, ist, ich kann die Blende zutun und eine höhere Schärfentiefe haben. Ich bin jetzt auf einer Blende 8. ISO habe ich mal auf 400 sein und wir probieren doch einfach mal, was jetzt hier passiert. Was ich jetzt auf diesen ersten Testbildern sofort sehe, ist, was ich vorher für ein Problem hatte, dass ich zu wenig Licht hatte, ist definitiv kein mehr. Ich habe eher viel zu viel. Wir reagieren sofort und tun ISO zurück auf ISO 100, was die ganze Geschichte dunkler macht, und gehen sogar auf eine Blende 10 und probieren einfach nochmal, wie das jetzt aussieht. Also mit unseren neuen Einstellungen sehen wir schon viel besser, aber es ist wirklich immer noch zu hell. Also wir dürfen noch mehr zurückgehen. Der Rauch ist wirklich grossartig, viel besser als mit den LEDs. Aber was wir machen ist, wir gehen mit der Blitzleistung zurück, sogar auf 1/16. Und dann habe ich das Gefühl, sind wir dann langsam wirklich in einem guten Bereich drin, wo es richtig Spass macht. Voilà, ich glaube, das wären unsere Einstellungen. Perfekt. Was wir jetzt auch noch machen können, wenn wir, vorher haben wir ja schön mit den Farben spielen, wir können natürlich auf unseren Blitz farbige Folien vorne kleben. Dann haben wir das auch noch. Das probiere ich gerne auch noch zweimal aus und zeige euch das Resultat. Und nachher kommen wir zum Fazit von unseren 3 Testversuchen. Dann wünsche ich dir jetzt schon viel Spass beim Nachmachen. Also, ich habe hier eine rote Folie und die tue ich mit Klebstreifen einfach da vor meinen Blitz her, klebe ganz einfach. Und alles andere bleibt sich gleich, gleiche Einstellungen. Wir probieren, was passiert.
Also, wir kommen zum Fazit von unserem kleinen Versuch. Was ist jetzt besser? Natürliches Licht, LED-Panel, Blitz, was funktioniert, was nicht, Vor- und Nachteile. Wir fangen doch vorne an. Natürliches Licht. Hat wunderbar funktioniert. Der Vorteil davon finde ich, man braucht kein grosses Equipment, man kann einfach loslegen. Die Flamme ist sehr schön geworden, das heisst die Farbe. Es funktioniert. Der Nachteil davon ist wirklich, der Rauch sehe ich einfach nicht so gut. Und ich habe ein bisschen langsame Verschlusszeiten. Das heisst, ich bringe wahrscheinlich die Flamme auch nicht ganz scharf. Ich könnte sicher näher noch zum Fenster hergehen oder sogar für aussen das machen. Dann könnte ich dort sicher noch etwas rausholen. Also grundsätzlich funktioniert, gibt wunderschöne Bilder. Der Rauch wird nicht perfekt, weil ich zu wenig Licht von hinten habe. LED-Panels. Auch das funktioniert. Ich habe ein bisschen mehr Licht auf dem Rauch. Allerdings sind die kleinen Panels jetzt für das eigentlich fast zu schwach. Also ich konnte zu wenig rausholen aus dem Rauch. Ich finde auch die Geschichte mit dem farbigen Licht hat jetzt mich nicht so überzeugt hier. Die Wirkung ist nicht wirklich so toll. Also auch das, es geht. Es ist nicht super, dann kann ich eigentlich auch beim natürlichen Licht bleiben. Ich kann den Rauch ein bisschen aufhauen, aber es ist jetzt nicht eine wesentliche Verbesserung. Beim Blitz ist ganz klar, der Rauch kommt hier am schönsten, weil ich wirklich genug Power für den Rauch von hinten zu beleuchten. Ich kann die Bewegung eingefrieren, das heisst, es wird alles wirklich knackig scharf. Also wenn ich wirklich ganz spezielle Bilder machen will und einerseits die Flammen super schön habe und andererseits auch der Rauch, dann muss ich auch fast hier damit arbeiten. Braucht halt den Blitz und eventuell einen Funkauslöser, weil ich muss wirklich von hinten in Rauch fotografieren und nicht den Blitz auf der Kamera haben, das würde nicht schön aussehen. Das ist sicher die Variante, die ich am meisten aus meinen Bildern herausholen kann, braucht halt allerdings ein bisschen mehr Equipment. Und darum, ja, einfach mal anfangen und wenn du dann merkst, dass du wirklich Top-Bilder machen kannst, dann kannst du immer noch an einem Blitz studieren und die ganze Sache noch ein bisschen verbessern. Also, ich hoffe, es hat noch Spass gemacht. Wenn ja, dieser hier bitte wäre super, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.